Von Casablanca die Küste runter bis Dakar und von da aus querfeldein nach Fulani. Jede Menge Elefanten und Neger, das kann ich Ihnen sagen. Die laufen da alle nackt rum. Kate, benimm dich. Was regst du dich auf, Jennifer? Du hast doch mehr Fotos geschossen als Kate und ich zusammen. Hm? Du bist heute wirklich unerträglich, Edward. Gute Nacht. Komm, Kate. Ich bin doch noch gar nicht müde, Mom. Tu, was deine Mutter sagt, mein Kind, sonst haben wir morgen wieder Ärger. Ich bin Kate Hastings. Freue mich, dass Sie da sind. Ja. Die alten Knochen sind stinklangweilig. Bis morgen. Bye, bye. Bye, bye. Was hast du denn mit alten Knochen gemeint? Das weiß ich nicht. Ich habe nur bemerkt, dass das Mädchen Sie ansah, als sie es sagte. Was machen Sie denn hier? Hey, Kate. Was ist denn passiert? Eine schwarze Frau mit Totenkopf im Flur oben. Na, was soll denn der Blödsinn? Ist doch noch nicht 12, hm? Na, wie erklären Sie sich das? Das verstehe ich nicht. Edward, was ist denn das für ein Lärm mitten in der Nacht? Kate hat einen Geist gesehen. Quatsch. Außer Mrs. Fulham und mir ist kein Mensch hier. Aber ich habe doch einen Totenschädel gesehen. Ach, wirklich? Oh, das glauben Sie doch selbst nicht, kleines Fräulein. Kommen Sie, ich bringe Sie nach oben, Kleines. Das kann ich ja machen. Nun erzählen Sie mal, was los war. Ich habe keine Ahnung. Na, also uns können Sie es doch sagen. Ohne versprochene Geisterstunde wäre ich doch nicht... Wir reisen ab. Ja, Mom. Das kann ich verstehen, Mrs. Hastings. Also ich finde es ausgesprochen ungemütlich hier. Ja. Komm, lass uns nach oben gehen. Mr. Stewart hat gebeten, dass wir hier in der Halle bleiben sollen. Also dieser Stewart hat uns gar nichts zu sagen. Wir sind amerikanische Staatsbürger. Mr. Stewart lässt die Herrschaften bitten, die Zimmer wieder aufzusuchen. Ich denke, Sie lassen sich von Mr. Stewart nichts sagen. Mr. Hastings. Kommen Sie, Miss Hawkins. Wollen Sie zu mir? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Ja, weil Ihr Zimmer doch da vorne liegt. Ach so, ja, natürlich, ja, ich war ganz in Gedanken.